So, das war auf jeden Fall der Aventius. Ein frommer Bengel. Der sich mit den Toten spielt. Mit der verrifft dann. Das ist ja, wo ist denn das? Da drunten, oh Gott. Der hat eine Zeit lang, wie ich unten bin. Winterkrieg. Das sind die Banditen. Mortal. In Makka, da geht einiges. Gehen wir da mit. Okay, Bum. Zurück in Makat. Der hockt nicht. Dein gammeligen Fleisch. Wenn sich eure Hand in meine Tasche verirrt, schneide ich sie euch ab. Du gerettet, Tom. Braucht ihr frisches Fleisch? Du schneid den Haxen ab. Der Tempel von Dibella. Der war irgendwo dummert. Blut und Silber, Freund. Blut und Silber. Ich Ende und- arbeite mit Silber. Meine Frau Kera betreibt unseren Ich werde Juwelierstand eines auf dem Tages Markt. ein Silberschmied, wie Mutter und Vater. Der Schrein von Talos. Bei Schor. Ihr schleppt ja jede Menge Kram mit euch herum. Vielleicht Tempel von solltet Dibella, ihr bei jawohl. Gemischtwaren Armleib- Da pass auf. Da soll man klauen. Wie ein Rabe. Die Schwestern halten Zwiesprache mit Dibella. Es tut mir leid, der Tempel von Dibella ist geschlossen. Wenn ihr... Ein Ungläubiger. Na wunderbar. Ach, schaut mich doch nicht so an. Ich ziehe euch doch nur ein wenig auf. Dibella ist die Göttin der Schönheit. Sie ist die Schutzherrin der Künstler und Barden und derer, die die einfachen Freuden im Leben suchen. Im Tempel gibt es Segen für Pilger und Unterweisungen, wie man das, was das Leben zu bieten hat, in vollen Zügen genießt. Nun, ihr seid appetitlich anzuschauen und es gibt so vieles, was ich euch beibringen könnte. Aber leider nimmt der Tempel keine neuen Schüler auf. So, die bringt mir nichts bei. Also gut. Dann klaut er die Der Figur. Segen sei mit euch. Der Schrein von Dibella. Ach, da hinten. Scheiße, da ist zu. Das bedeutet, da kommen nicht einfach so rein. Wenn sie da ist. Was sind, wenn ich da schluck? Oh nein, das kommt nicht in Frage. So, das war schon mal nix. Das hat die mitgekriegt. Pass auf, ich hab doch einen Trank, einen vernünftigen. Und ich baue für 30 Sekunden. Mein bringt mir nix. Aber das vielleicht. Aha, leg das. Da muss ich nicht erschlungen. Das war er nicht. Glatter Betrug. Baby, komm gleich nochmal. Nimm ich den auch noch mit. Junge, der passt schon. Die Figur von Dibella. Das ist ein leichtes Unterfangen oder
Gibt's Jäger. Die Bella führt uns. Was auch du? Du hast gesehen? Führt uns zu eurem Orakel. Orakel. Ja, dieser. Ein Holzkittel. Wobei, die bringt mir nichts, wenn ich es glaube. Wenn ich verkaufen kann. Die Bella. Wir halten an. Was? Geht vor, ich halte hier Wache. Genau, du bleibst damit da. Und ich schleiche mich durch. Ja, dann nehme ich mal die Unsichtbarkeit. Wo man die gehabt? Wo ist denn die Bella? Aha, da ist die gute Frau. Ein Zwergendolch. Und die Bella. Nichts wird. Aber fort ist. Scheiße, schön, die haben lauter Schätze. Gehen wir? Geh mal, Geht voran. nicht das nachfällt. Und ich glaube, die Statue wollte ja auch nicht helfen, oder? In der Kneipen drin. Okay, Babe, bin zurück. Passiert ist nix. So, der war jetzt. Wo waren die? Der Schrein von Talos. Scheinbar unter mir. Mich nie. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Im Dämmerstern macht ein neues Museum auf. Der Besitzer bittet mich, Einladungen an Reisende zu verteilen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Besuche das Museum von Dämmerstern. Mehr nicht? Toll. Gott Zeit für Museumbesuche. Da drin? Was gibt's da drin? Die Talos-Verehrung. Also. Beweise brauche ich. Bruder, geh mal weiter. Modellbrecher. Nicht zu fassen, dass ich ausgerechnet hier stationiert bin. Sogar Schnauze, die Betten sind geh. aus Stein. So, wir brauchen Beweise, also. Direkt bei der Nosen. Zu und die Kiste.
Amulett von Talos. Beweis. Ihr habt hier nichts zu suchen. So, Micha. Dieser Flegel. Letzte Hochmund. Warnung. Ja gut, Verschwindet. ich gehe schon. Geh unfreundlich. Pass auf, das Kopfgeld. Kriege in der Festung Unterstein. Der schönste Schmuck in ganz Markart. Ein Schmuck. Gibt die schöne Figur. Oh Gott, Markart. Almosen. Ich sagte Almosen, Schandmaul. Gebt sie mir, schnell, bevor man uns zusammen sieht. Ihr habt die Priesterinnen verärgert und die Wachen sehen sowas überhaupt nicht gern. Hier ist euer Anteil. Gut gemacht. Jedes Stück Ja, Mann, das ist dein Problem. rotwardonischer Hand. Natürlich wollt ihr das. Die Festung Unterstein. Der war da hinten. Da wo ich einen Jarl gefunden hab. Ich muss die Augen offen halten. Diese verdammten Drachen könnten jeden Augenblick zuschlagen. Ja, pass auf. Jetzt schließen wir diesen ab und dann machen wir eine Pause. Eine wohlgepflegte. Was gibt's denn? Es ist daheim schön. Die Silberblut-Familie wird Gehör finden. Die Talmor wissen, Amulett, was man aha. mit Tal... Ah, Wer braucht da das? haben wir es ja. Mehr brauche ich nicht, um Ockmund aus dem Weg zu räumen. Ich möchte euch in meinem Namen und im Namen der Talmor persönlich für eure Hilfe danken. Hier, für eure Mühen. So, 800 Gold verdient. Bis zum Respekt. nächsten Mal. Über 13.000. Jawohl. Ich hab mir mal eine Ihr da. Felsenhaxe Wer seid ihr, dass ihr euch dem Jarl von Markart... Ja, so mal. Hexenheilerei hat mir schnell helfen können. Händler melden den Verlust. In Ordnung. Ihr dürft euch dem Thron der Trauer nähern. Aber passt auf, was ihr sagt. Haltet auf der Straße die Augen nach Abgeschworenen auf. Verliehen. Dickfährlicher. Was wissen die Soldaten Als der sein Armee Huskarl über die achte Berge ich in hauptsächlich Reach auf die Sicherheit. und über die Höhlen in diesen Bergen? Der Jarl Die Igmund. Abgeschworenen können sich Sprecht mit verstecken. Igmund, Sohn des Rolfstier, Jarl von Markart. Die Sicherheit der Stadt und Ausgezeichnet. unserer Ihr habt uns Siedlungen einen muss unser großen einziges Dienst Ziel erwiesen. sein, Igmund. Hier ist eure Der Rest Belohnung. der Ebene ist auf sich selbst gestellt. In der Tat, eine persönliche Angelegenheit. Mein Vater starb bei dem Versuch, mit den Abgeschworenen zu verhandeln. Damals, als das noch möglich war. Sie haben seinen Schild zu diesen Hexenrabenbestien gebracht, mit denen sie im Bunde stehen. Ihr müsst ihn dorthin zurückbringen, wo er hingehört. Doch seid gewarnt, das ist eine gefährliche Aufgabe. Keiner meiner Männer hat je eine Begegnung mit einem Hexenraben überlebt. Ich würde es verstehen, wenn ihr Nein sagt. Nein, kenn ich gar nicht. Die Götter mögen über euch wachen. Seid ihr Söldner? Leute wie euch kann ich nicht leiden. Keine Ehre, keine Loyalität. Hey, von Unzuverlässig. das was. Aber einen potenziellen Verbündeten kann ich in Zeiten wie diesen nicht einfach so abweisen. Mal sehen, ob ihr besser seid als das übliche Söldnerpack. Meine Kundschafter haben einen Anführer der Abgeschworenen aufgespürt, die sich in ihren blutdurchtränkten Lagern verstecken. Kümmert euch darum. Wir werden sehen. Ja, ich weiß. Wir haben einige Vorteile, falls Sie hierher kommen. Die Stadt wurde in einen Berg hineingebaut, also ist sie schwer zugänglich, selbst aus der Luft. Und alles besteht aus Stein, selbst die Betten. Wir werden hier keine Probleme mit dem Feuer eines Drachen bekommen. Meine Wachen haben mir davon berichtet, arme Margret. Und Augenzeugen zufolge hat der Täter unsinniges Zeug gebrüllt. Er sei ein Abgeschworener. Ich will eins klarstellen, Markart hat durchaus seine Probleme.
Aber es befinden sich keine Abgeschworenen in dieser Stadt. Die stellen nur da, wo sie leben, eine Gefahr dar, in den Hügeln und entlang der Straßen. Überall sonst üben wir die Kontrolle aus. Hier hat alles angefangen. Diese Rebellion. Als das Kaiserreich Reach während des Großen Krieges verloren hatte, verzweifelten wir. Wir versprachen einer Nordmiliz freie Ausübung ihres Glaubens, im Austausch für ihre Hilfe bei der Wiedereroberung der Region. Dann kamen die Elfen dahinter. Wir sahen uns gezwungen, sie alle zu verhaften. Ulfric Sturmmantel, ihr Anführer, sah das Ganze als Beweis dafür an, dass das Kaiserreich Himmelsrand im Stich gelassen hatte. Die Rebellen nannten es den Markart-Vorfall, der Gründungstag der Sturmmäntel. Damit begann dieser Krieg erst so richtig. Das Weißgold-Konkordat. Der Vertrag, den wir nach dem Großen Krieg mit den Elfen schlossen, untersagt die Anbetung von Talos. Aber das hatten wir Ulfric und seinen Männern versprochen. Im Nachhinein mag es töricht erscheinen, doch damals hofften wir, dass die Elfen es nicht herausfinden würden. Als sie es dann doch herausfanden, hatten wir die Wahl. Entweder Ulfric und die Miliz verhaften oder ein weiterer Krieg mit dem Altmeribund. Die Entscheidung fiel uns leicht. Und jetzt gefährdet Ulfric den trügerischen Frieden, für den wir so viel geopfert haben. Als der Altmeribund in die Kaiserstadt einfiel, hat die Armee die anderen Provinzen so gut wie sich selbst überlassen. Viele der unzufriedenen Einwohner von Reach nutzten die Gelegenheit, um das Kaiserreich zu entmachten und gründeten ein unabhängiges Königreich, wie sie es nannten. Es war nicht viel mehr als ein chaotischer Aufstand. Aber Reach unterstand 2 Jahre lang nicht mehr der kaiserlichen Autorität, bis wir es zurückeroberten. Doch die Anführer des Aufstandes schlugen unsere Friedensangebote aus. Sie flohen in die Hügel und wurden zu den Abgeschworenen. Ihr müsst ja, gut, Egmund. Genug geplaudert. Zurückbekommen. Pass auf, da ist davon. Aber ich glaube, ich habe abgeschlossen, oder? Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Pass auf, wir machen jetzt eine Pause. Vergeudet keine. Man sollte meinen, ein Lehrling müsste ein paar Scharniere schmieden also, können. haben wir schon aber gelernt. Nicht Tacitus. Und die Pause machen wir in Weißlauf. Ihr solltet euch an Gorsa wenden, wenn ihr etwas braucht. Denn wir könnten uns nur in Weißlauf schnell ein Haus kaufen. Ich hab die Kohle Hummer. Pass auf, Weißlauf. Der Schrein von Talos, ja gut, dem suchen wir das nächste Mal. So, da sind wir wieder. In der Drachenfeste von Weißlauf. Der Proventius ist ja daheim. Schau, da ist er, der Kasperl. Vater sagt, dass ich zu jung bin, um mit einem Schwert zu trainieren. Also mögen die Göttlichen euch segnen. Oder ein Job für mich? Der Jarl hat eine Belohnung für das Töten eines Riesen ausgesetzt. Dieses Dokument enthält weitere Einzelheiten. Ein riesen Düsterwindtal. Prächtig. Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. 5000, Schnäppchen. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Einrichten. Wo gibt denn da? Da helfe ich euch gerne. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, euer Zuhause schöner zu gestalten, sofern ihr das Kleingeld dafür habt. Und natürlich findet ihr in der Fibel des schöneren Wohnens eine Beschreibung aller Dekorationselemente, die ihr kaufen könnt. Also, was möchtet ihr gerne kaufen? So, pass auf, was möchte ich denn haben? Ein Schlafzimmer. Immer gut. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Haus betretet, werden eure neuen Einrichtungsgegenstände an Ort und Stelle sein. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen?
Und dann nehme ich noch ein Wohnzimmer. Ja, oder? Wohnzimmer geht immer. Sehr wohl, ich werde alles Nötige veranlassen. Wenn ihr das nächste Mal euer Ja, Haus ja, gut. betretet, werden eure Schau, mir neuen auch. Einrichtungsgegenstände an Das ist ja eine Bruchbude ist. sein. Da pass auf, Briesenheim. Den meine ich war da unten, oder? Beim Eingang. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient, denn wir sind... Ein einziges Goldstück. Ein Bitte. Goldstück. Oh, vielen Dank. Haben wir so Mögen gnädig. die Göttlichen euer gütiges Herz segnen. Hey, da habe ich meine Spendierhosen noch. Seid ihr oft im Wolkenbezirk? Oh, Nein, von ab und zu. Frage. Natürlich seid ihr es nicht. Bei der Briesenheim. Das war's. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Scheiß auf die Göttlichen. Da noch was gegangen? Nicht, oder? Aktuell geht da nichts mehr. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau. Manchmal fehlt mir das Soldatenleben. Bei der Wenn ich meine Briesenheim. Tochter in den Arm halte. Ja, wenn die dann doch. weiß ich Außer du, habe die geh. richtige Entscheidung getroffen. Unterschlag ihn. Pass auf, das dürfte die Küche sein, oder? Das Wohnzimmer hat man schon eingerichtet. Und mein Schlafzimmer. Ich finde es jemand. Aha, mit Doppelbett. Die Ut geht auch herin schlafen kann. Und da kann man was zwischenlagern. Aber bevor wir was zwischenlagern, machen wir eine Pause. Und die machen wir unten im Wohnzimmer. Okay, Freunde. Und beim nächsten Mal geht dann genau da weiter. Bis dann. Und servus.